Willkommen zurück hier zu The Witcher 3 Wild Hunt bei die Beste von Weingarten, immer noch, also nicht Weingarten, sondern Weißgarten, Entschuldigung. Ja, wir sind immer noch dabei und sorgen noch dafür, dass die letzten 2 Tage keine Parts kamen. Wow, das Spiel spult wieder mal ein bisschen, toll. Nee, natürlich das Spiel, sondern mein Controller. Und zwar, ja, der Grund ganz einfach, wow. Einfach nur geile Grafik. Ne, der Grund war vor allem deswegen, ich bin da gerade noch mit meinen anderen Let's Plays ein bisschen schwer im Gange. Vor allem Fire Emblem macht gerade so viel Spaß und deswegen hatte ich noch nicht so viel Bock drauf, hier weiter aufzunehmen. Aber gut, jetzt ist noch hier die Frage gewesen, ob wir hier helfen sollen, bei der guten Lena. Aber scheinbar geht das momentan, obwohl sie da wach ist, wa? Ich dachte fast, sie wäre im Koma und so etwas. Mit ihr können wir reden, mit ihr nicht. Wir sollen ihr, glaube ich, noch irgendwie einen Trank geben, wa? Beziehungsweise könnten wir, wenn wir einen Trank dabei hätten, was aber sie nicht unbedingt, naja, was sie nicht unbedingt möchte. Also sprich nicht unbedingt, ach, wie heißt das Wort schon, das ich gerade suche? Empfehlen würde, dankeschön. Ja, hat so ein anderes Wort gesucht, aber egal. So, Tomira. Ja? Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Mal gucken, brauchen wir eigentlich etwas dafür? Oder generell, wie teuer sind die? Man ja nicht mehr so viel Kohle, das ist leider so. Das sonst eigentlich noch relativ interessantes hier, war. Krähenauge, okay, Hahnfaser, Zwergenschnaps, Bärenfett, ja, nicht schlecht. Calcium, okay. Ja, Calcium ist immer gut für die Knochen. Alchemistische Pasta, Schwefel, naja, egal. Später mehr dazu. Leb wohl. Tschüssikowski. So. Ja, generell noch wegen unserem Level und so. Also ich habe dann natürlich noch mal kurz meinen Let's Test angeguckt, wegen ganzen Schwerkampf und so, wegen Ablocken etc. Wäre einfach nur LT zum Drücken halten, nicht irgendwie wieder kurz loslassen. So viel dazu. Unser eigenes Problem ist ja eigentlich eher, wie gesagt, das Leveln und zwar in dem Sinne mit Stufe 1. Ja, am schnellsten geht es doch durch Quests und das heißt, ich muss halt doch ein paar noch machen. Obwohl ich ja mehr oder weniger die Hauptstory machen will. Deswegen würde ich einfach mal sagen, wir legen auf ganz normal los und gucken mit der Zeit, wie wir weitermachen sollen. Ich habe gesehen, welche Quests relativ schnell gehen. Ich aber irgendwie auch Plötze. Relativ schnell gehen, aber viele Erfahrungspunkte geben oder ich sogar offscreen machen kann. Oh, da ist er ja. Wo waren die ganze Zeit? Plötze! So, fragen Jäger nach dem Fund der Leichen. Machen wir direkt mal. Ungefähr dort entlang, war jetzt natürlich. Habe ich noch schnell Zugriff auf die Karte? Ich glaube schon, war. Drehen jetzt mit R3. Ne, das war das Wechseln, okay. Weltkarte. Hier bereits? Ja, sieht so aus, wa? Ist eigentlich doch relativ alles in Nähe, wa? Interessant. Gut, dann, wie gesagt, im Gleitschritt vorwärts. Und durch im Galopp vorwärts. Alter, ist echt ein... Entschuldigung, schönes, geiles Spiel. Nur eben eins, das so ein bisschen kürzer halten muss von der Partlänge. Einerseits, weil er sowieso schon die anderen Let's Plays schon über 25 Minuten Länge an zu habe und das wären insgesamt also pro Tag irgendwie sogar 90 Minuten, wäre ein bisschen viel. Das zum einen, zum anderen, naja, ist halt schon ein sehr detailreiches Spiel, oder vor allem mit 60 Frames pro Sekunde, das heißt auch bloß 20 Minuten sind sehr, sehr groß. Also ein paar Gigabytes von der Detailgröße her und naja. Ich habe jetzt halt noch nicht so die super Verbindung, deswegen ist zum Hochladen noch ein bisschen doof. Muss wohl auf der Jagd sein. Okay. Was? Um Hexensinn einzusetzen, okay. Ja, ich sehe die Spuren. Ah, Die Spur untersuchen. ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Die Frage ist, wohin, wa?
Und dann lieber die Quest noch weiter machen. Ja. Was ist das? Ein Busch, der glüht. Faszinierend. Ist gerade weggegangen, aber wohin? Ich weiß gar nicht, kann ich auf dem Pferd die auch einsetzen? Vielleicht zu gefährlich, wa? Naja, du weißt nie, ob jetzt irgendwelche Gegner herkommen mit Plötzen. Vielleicht doch ein bisschen. Okay, da vorne wäre bereits. Kurz die Waffen durchgucken. Das ist ja Silberschwert. Bin gerade ein wenig verwirrt, weil, ja, es natürlich die Magie einsetzt, das ist toll. Okay, geht wohl echt nur um Kampf. Ich wollte das Blocken nochmal üben, aber scheinbar geht es gerade nicht. Und also ja. Ich dachte schon, ich kann die großen Monster und so. Bist du Miss Love? Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Okay. Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Nö, wir haben Zeit. Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Dafür Sind diese fliegt Hunde er von vielleicht, ein naja. Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen. Erwürgen sie. Töten ihre Männer zum Spaß. Sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen. Nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert. Nur Fell und Knochen. Dazu räudig. Aber sie stirbt zu spät. Noch ein Angriff. Ja, ich sehe schon, da vorne ist bereits soweit. Wo ist er jetzt? Ja, aus der Entfernung, cool. Und du meinst, du triffst sie wirklich, Miss Love? Naja. Wir gehen mal so voran, wa? Kuckuck! Was nimmst du jetzt die Stahlwaffe für die Hunde? Hey, ich dachte Silberwaffe, das Richtige. Genauso wäre blocken. Konterweise zwar auch noch, bin zwar nicht mehr so sicher, dass es so eine gute ist bei den Viechern. Ich würde gerne mal ein bisschen Magie einsetzen. Geht doch. Wow. Na toll. Hätte von Anfang an machen können. Was ist das für seltsame Hunde, ey? Ups, hab ich ja noch erwischt, scheiße. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Jäger und Sammler, war, Dreh im Hintergrund, ey. Das ist auch nicht schlecht. Tut mir leid. Hoffentlich habt ihr euch nicht zu nahe gestanden. Nein, überhaupt nicht. Also, kannst du mir zeigen, wo du die Nilfgaarder gefunden hast? Einen Fertigkeitenpunkt Weißt du erhalten. etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zum... Moment mal, Fertigkeitenpunkten? So, ist... okay, mit solchen Quests kriege ich auch Level-Ups. Interessant, weil meine sind ja Quests, die eigentlich zu Absage gehören, war. Also gut, ich denke jetzt, vermutlich hätte ich den Greif einfach ohne ihn finden können oder die Stelle und so, aber... Ich meine, ja, aber das war jetzt sicher eine Quest, die man machen kann, also kein Problem. Okay, jetzt aber auch dafür verfügbare Punkte, da sehe ich schon, das ist kein Problem. Wie geht's weiter?
Charakter, Fertigkeitengruppe 020, 29, 25. Ach du Scheibenkleister. Charakter, Fertigkeiten, wenn man deine Fertigkeit ausdrücke, dann X zu entwickeln. Okay. Schneller Angriff, starker Angriff, Verteidigung und effektive Wolftechniken. Meisterschütze, Kriegstrance, einer leichten Armbrust. Da ist die Frage, brauchen wir die schon? Scheinbar geht's nicht, wa? Weil, ja, ich wähle sie aus, will mit X bestätigen, aber er lässt mich nicht. Ah, das ist einfach generell so, wa? Okay, die Hauptgruppierung hier oben und das sind halt... Das sieht ein bisschen seltsam aus. Okay, Pfeilerweisung klingt schon cool. Okay, nehmen wir den hier, wa? Meisterschütze, nächstes Ziel oder nächste Stufe. Beim Ziel mit der Armbrust Zeit zusätzlich um 50% verlangsamt. Oh, da klingt sicher mal cool. Ja, gerne. Zack, und jetzt, damit deine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du sie auf einem freien Fertigkeitsplatz ablegst. Ja, ich sehe schon, da gibt es natürlich sehr viele Kombinationen. Inaktiv sind natürlich auch wirkungslos, ja, klingt auch logisch. Du kannst Fertigkeiten jederzeit deaktivieren und stattdessen andere aktivieren. Also es aussehen können wir insgesamt 12 haben, wir. 12 Fertigkeiten. Wir haben da, wie ich links sehe. Ja gut, sind 15. 20 natürlich. 15, sind 20. Okay, cool. Kann sich doch sehen lassen, wa? Einer üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise so. durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Schön für dich. Entschuldigung Leute, ich dachte gerade, ich hätte irgendwas noch mehr Erfahrungspunkte bekommen. Aber nö, hat mich geirrt. Der Mislav. Jo, so ging doch recht flott, also kein Problem für uns. Gut, ich meine, ein paar wilde Hunde, also wenn das schon ein Problem für mich wäre, dann müsste ich wohl echt das Spiel wechseln. Ich höre was. Wie ist es eigentlich mit generell vielleicht mal etwas anderes? Vielleicht mal Art einsetzen. Die Druckwelle wieder mal. Hier Alter! war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ach du Scheibenkleister. Nicht zu trauen, sie war Nilfgaardner. Der heißt's. Das ist halt die nächste Frage. Wie gesagt, ich weiß, das Spiel ist sehr von Entscheidungen abhängig, sprich jede Entscheidung, die ich treffe, so sagen wir zumindest, entscheidet dann, welchen Weg wir weitergehen können, beziehungsweise halt auch welche Quests weitergehen, wie die Hauptstory sich entwickeln kann. Natürlich auch welches Ending wir am Schluss sehen. Von dem her ist ja eigentlich jedes Let's Play, das man so auf YouTube sieht, hier eigentlich einzigartig, wa? So, dazu jetzt halt die Frage, wenn ich jetzt sage, komm schon klar, nicht zu trauen, sie waren Nilfgaardner, oder bereits einen Einfluss hat. Ich meine, das ist schon ein bisschen sehr abrupt, andererseits weiß ich nicht, was er halt schon für Erfahrungen gemacht hat in den letzten 2 Teilen. Deswegen, naja. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Hoffe ich auch. Man's Heil. Ja, du mich auch. So, werden noch was anderes mit ihm zu quatschen. Hallöchen. Guten Tag. Okay, ne, hätte noch was anderes gehabt vorhin. Also, etwas von seinem Kumpel war ich noch weiter. Dazu hätte ausfragen können, habe ich jetzt wohl irgendwie Die versäumt. Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Doofer Greif, was? Ja, also hoffe, das Vieh kommt jetzt nicht gleich. Das wäre ein bisschen sehr früh. Lager? Ja. Naja, guck mal so. Also, Moment. So, jetzt aber. Hä? Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut.
Ich höre doch etwas. Wer ist da? Verdammt, ich höre doch etwas. Aber der Karte hat keinen roten Punkt, hä? Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Ja, was du jetzt sagst. So, bitte aktualisieren hier. Okay, bereits gemacht. Das ist schon die im Gebiet hier, wa? Aber die hatte ich ja schon, die Spuren. Ja, soll jetzt da runter oder wie? Ah, komm, wieso nicht? Anfänger Rüstungsreparaturset. Okay, kann man nicht mehr gut gebrauchen. Oh, Entschuldigung, ich wollte gerade... Ja, alles nehmen halt. Ein paar Leinen. Ja, okay. Moment. Ah. So, jetzt aber. Ich höre es immer besser, ey. Ich sehe immer noch nichts, verdammt, ey. Ich sehe immer noch recht wenig. Also im Sinne von Gegnern und so. Und rechts auf der Karte sehe ich auch nichts. Naja. Ich folge mal schön Spuren, wa? Oh. Was ist denn das noch Nettes? Okay, Wolfsbahn. An Vorsprüngen festhalten. Halt dabei B gedrückt, auf der Seite festhalten, okay. Ah, ja. Ja, jetzt sehe ich es auch. Toll, dankeschön. Was ist das da vorne? Ein Symbol, war. Ja, aber irgendwie kann ich da nichts machen. Aua! Entschuldigung. Spuren, da sind sie. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Ach du Scheibenkleister. Aber der ist ja nicht in der Nähe, wa? Ach du Scheibenkleister, sind das da oben? Ist er das bereits? Ich speichere mal ganz schnell, wa? Das ist nämlich gerade ein bisschen zu heikel. Die Leiche ist ein paar Wochen alt. Der Mann hat noch gelebt, als der Greif ihn hergebracht hat. Ein langsames Sterben. So, ich wünsche mir, wenn ich mal krepiere, dass ein bisschen friedvolleren, angenehmeren Tod habe. Pferd, Hund, Mensch, einige Monatsvorräte. Schön. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Okay. Und das heißt jetzt, dass die Männchen ihre Weibchen fressen oder killen? Oder war es einfach nur, weil sie jetzt angegriffen wurden? Das, ich habe keine Ahnung, Freunde. Alter bestimmen. Ja, naja. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Clever. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Der ist gut, Leute. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif.
Tja, eigentlich ein schönes Tier, wäre es nicht so brutal. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Tja, und dafür muss er sterben. Alter, was ist los? Kampf vorbereiten, das ist jetzt niemals ein Gegner. Diese Regel ist aus gutem Grund das Kernstück des Hexerkodex. Alter, das Wetter. Ich höre fast nichts mehr. Angemessene Vorbereitung hat schon manchen Hexer das Leben gerettet. Du solltest dir Tränke und Öle brauen oder Handwerker aufsuchen, indem du dich in den Kampf stürzt. Ja, die Vorbereitung dazu machen dann offscreen. Und nicht in 1-2 Parts dann. Bei Waffenschmieden bekommst du Schwerter, während Rüstungsschmiede Rüstungen anfertigen. Und starken Gegnern sollst du eine Nebenquest abschließen, damit du Erfahrung gewinnst, deinen Charakter weiterentwickeln kannst und eine Chance steigert, den Kampf zu gewinnen. Ja, klingt logisch. Also ich glaube, mit Level 3 versuchen wir es locker, wa? Ein paar neue Erfahrungspunkte bekommen. Wow, sind noch viel. Einige Quests sind noch offen, die machen wir noch. Und dann, wie gesagt, Stufe 3, nur machen wir das offscreen noch. Und dann, würde ich sagen, geht es im nächsten Part hier weiter mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang. Ja, kann man durchaus sagen. Mit dem toten Greifmädchen im Hintergrund und einem Hexer, der ja, ziemlich viel erlebt hat. Und wohl noch einiges mehr erleben wir in diesem krassen Sturm, ey. Alter, ich meine, es windet uns so eigentlich nicht sehr stark. Auch der Regen eigentlich nicht, aber ist gerade auf meinen Trommelfellern pocht, der ist ja unglaublich. Egal, im nächsten Part geht es hier weiter mit, ja, finde mit Hilfe einer Hexe nicht das Kreuz im Grunde des Flusses und dann mal schauen, Leute, ob wir schon bereit sind für den Greif. Ich befürchte ja weniger, aber naja, wir werden sehen. Bis dahin, tschüss.